Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 1. Wir schreiben das Jahr 1615. Ein Zeitalter, in dem Venedig eine der prunkvollsten, reichsten und schönsten Städte der Welt war. Dazumal lebten dort zwei reiche Kaufleute. Von beiden aber am meisten geachtet war der geizige, alte venezianische Kaufmann Il Signore Pantalone da Venezia. Aber dass ihr mir ja nichts von dem verschüttet, gell? Ja, sehr wohl, Signore! Zusammen mit seinem überklugen und sehr gesprächigen Freund Dottore il Magnifico da Bologna sorgten die beiden in Venedig für viel Aufregung und Freude. Pantalone! Pantalone, mein Freund! Das musst du dir ansehen! Der Geschwindigkeitsregler und die Dynamik der großen... Dottore! Achtung! Also wirklich, Dottore! Der andere Kaufmann, Signore Diego il Subdolo, der Hinterhältige, war dafür bekannt, den Leuten unehrlich das Geld nur so aus der Tasche zu ziehen. Und obwohl es immer wieder Leute gab, die sich zu wehren wussten, gelang es nie jemandem, Signore Diego die Schuld nachzuweisen. Eines jedoch vermochte Signore Diego nicht, Signore Pantalone in ein schlechtes Licht zu rücken. Denn immer wieder kam in dessen schlaue Dienerschaft Arlecchino, Io sono Arlecchino! Brighella, das bin ja ich, die schöne Colombina, ciao, in die Quere. An einem wunderschönen Sommermorgen, als Dottore und Pantalone ein Kaffeeschwätzchen hielten, klingelte es plötzlich an der Tür. Colombina! Wärst du so lieb, die Tür aufzumachen? Si, Signore! Brighella, wärst du so lieb, die Tür aufzumachen? Ich bin gerade in der Küche. Si, Colombina! Arlecchino! Wärst du so lieb, die Tür aufzumachen? Ich bin auf dem WC! Si, Brighella! Tartaglia, wärst du so lieb, die Tür aufzumachen? Ich habe keine Lust. Tartaglia ist nicht da. Hast du etwa vergessen, dass er in den Ferien ist? Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Ja, ist ja gut. Arlecchino war die Treppe heruntergerannt und öffnete die Tür. Tartaglia! Ja, das ist aber schön, dass du wieder da bist. Für alle, die die Rotschürzchen gehört haben, ihr kennt ja Tartaglia bereits. Nein, kennt sie nicht. Er ist dort noch nicht vorgekommen, weil er in der Ferien war. Oh, stimmt ja. Gut. Tartaglia ist der älteste und klügste Diener von Pantalone. Nun, wie ihr verstehen werdet, hat unser armer Tartaglia einen kleinen Fehler. Arlecchino haute Tartaglia leicht auf den Rücken. Arlecchino, schön, dich zu sehen. Ja, komm doch inne. Ach, Tartaglia, wenn du Mühe hast mit Reden, sing doch einfach. Hol alle User, der Dosche von Venedig. Ich bin uns im Hof und hat das Geschenk für den Pantalone. Der Dosche? Brighella? Colombina? Schnell! Si, Signore! Alle eilten zum Vorhof und tatsächlich, der Dosche persönlich war in Pantalones Vorhof. Arlecchino, Brighella, Colombina und Tartaglia stellten sich in einer Reihe auf und verbeugten sich ehrfürchtig. Pantalone und Dottore stellten sich davor und verbeugten sich ebenfalls. Oi Fürstheit, was verschafft mir die große Ehre? Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich bin zu euch gekommen, um euch ein persönliches Geschenk zu übergeben. Ein Geschenk? Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Psst, Arlecchino, Ruhe jetzt! No, das ist eigentlich eine gute Frage. Ach, wirklich? Was ist es schon wieder gewesen?
Ach ja, die letzte Lieferung für den spanischen König ist so gut angekommen, dass er den Vertrag mit Venezia für weitere 10 Jahre verlängert hat. 10 weitere Jahre? Sagenhaft! Und deswegen überreiche ich Ihnen, Signore Pantalone da Venezia, den goldigen Nussknacker, als Symbol für den besten Kaufmann von Venezia. Oh, ist der öppe? Aus purem, was ist es schon wieder gewesen? Aus Gold natürlich. Aus purem Gold. Ich bin doch nicht knauserig. Endlich bin ich der Staubfänger los. Der Doge überreichte den goldenen Nussknacker an Pantalone, der beim Gewicht beinahe nach hinten gekippt wäre, hätten Brigella und Dottore Pantalone nicht aufgefangen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch... Was ist es schon wieder gewesen? Wichtige Regierungssachen erledigen. Aber natürlich. Alle verbeugten sich. Der Doge stieg mit seiner Leibgarde in die Gondel und fuhr davon. Pantalone, ich gratuliere! Was für eine große Ehre! Vom Dogen persönlich überreicht! Ich weiß, ich kann es kaum glauben. Sie sollte das Ding lieber bewachen lassen. Finde ich auch. Was? Jetzt soll ich auch noch Geld ausgeben? Niemals! Aber so etwas spricht sich doch schnell Pantalone. Jeder hat gesehen, wie der Doge sie besucht hat. Colombina hat recht. Wenn der Doge mal wieder Besuch kommt, dann wird er sicher den Nussknacker anschauen. Funktioniert er überhaupt? Darf ich ihn mal ausprobieren? Arlecchino! Ist doch nur eine Frage gewesen. Jetzt brauche ich definitiv Securitas, nur zum verhindern, dass du den Nussknacker testest. Die Nachricht von Pantalones tollem Geschenk verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Venedig. So erreichte die Nachricht auch Raffaele, den Diener von Signore Diego. Hast du gehört? Der Pantalone hat den goldenen Nussknacker vom Doge bekommen. Ja, ich weiß, als Symbol für den besten Kaufmann von Venezia. Das ist ja so aufregend. Ich habe gehört, er ist aus purem Gold. Entschuldigung, meine Dame. Könnten Sie das bitte wiederholen? Oh, der Signore Pantalone hat den goldenen Nussknacker bekommen. Als Symbol für den besten Kaufmann von Venezia. Er ist aus purem Gold. Das ist so aufregend. Ja, meine Dame, das ist sehr aufregend. Und es wird meinen Meister aber sicher interessieren. Im Hause Diego hatte sich Diego gerade für seinen Mittagsschlaf hingelegt. Nein, ich bin unschuldig. Ich hasse dich. Blöde Pantalone. Meister! Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Gottfried Stutz, noch normaler Raffaeli. Wieso musst du immer dann genau kommen, wenn ich pfuse? Wie? Es ist nicht wichtig. Meister, es ist sehr spannend. Das heisst, es ist nicht wichtig. Lass mich pfusen. Diego rollte sich wieder in seine Decke ein und wollte weiterschlafen. Ja, dann erzähl ich halt nicht, dass der Doge beim Pantalone... Ich hab doch gesagt, du sollst den Namen nicht mehr erwähnen. Oh, scusi. Ja, der Doge ist bei dem, Sie wissen schon, wem das Besuch war. Bei wem? Ja, bei dem, wo ich den Namen nicht mehr sagen darf. Welchen Namen darfst du nicht mehr sagen? Pantalone? Ich hab doch gesagt, du sollst den Namen nicht mehr aussprechen. Aua! Ja, scusi. Wie soll ich denn sonst erklären, dass der Doge ihm den goldenen Nussknacker übergeben hat und er jetzt zum besten Kaufmann von Venezia ernannt worden ist? Wer ist zum besten Kaufmann von Venezia ernannt worden? Herrgott, hilf mir. Wer ist das? Ist das ein Neuer in Venedig? Nein, Meister, der Pantalone! Nicht der Name! Aber... Aha! Ich schreib's Ihnen auf. So, da!
Doge ist zum... Und da... Gold'ge Nussknacker? Was? Das ist doch nicht wahr. Das ist mein Titel. Ich bin der beste Kaufmann von Venezia und nicht der alte Geizhals. Da haben Sie völlig recht, Meister. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich habe auch schon eine Idee. Ach, ehrlich? Du musst... Meister, Was ist? wollen Sie es mir nicht zuflüstern? Wieso? Ist doch niemand da. Naja, es ist viel unheimlicher und macht es spannend für die beim Hörspiel zuhören. Ich bin ein böser Kaufmann. Ich zerstöre Spannung. Du wirst den goldigen Nussknacker klauen. Ende von Kapitel 1. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.